Am Preisei Butzwei lässt sie von der Uschi das Tanzen beibringen und trat nachher mit ihrer am Lansinger Tanzbaum. Der Gerstl möchte seiner Gspusi ein Standtal vier spielen und führt zuerst der Rosi vor, ob's ebs taugt. Die steckt ihm aber, dass es mit einem anderen gesehen hat, und drauf ist er recht sauer auf die Rosi, bis sie aussteht, dass das derer sein Bruder gewesen ist. Der Lorenz steht eine Kaiwe aus Plastik auf die Insel vom Großverkehr und der Patrick dachet's bei der Nacht und tragt's heim. Der Diebstahl wird angezeigt und der Dieb möcht's zurückbringen, aber zuerst muss er den Hax flicken, wo er unversenks abgebrochen hat. Dabei kauft aber die Gmor statt denen anders Kaiwe, sodass am Ende zwei sehende Plastikviecher sei stehen. Der Pauli mit seinen Fußballen macht in der Wirtsstube den Sie von der Moni hin. Damit dass er den Schaden wieder gut machen kann, lässt er sich vom Pfarrer einen Haufen Viecher aus Papier zusammenfalten und verkauft's hinterrum. Wie das aufkommt, muss nachher er selbst für den Pfarrer sehende Viecher falten. Der Roland wird von einem Spitzbuben bratzelt, der wo ihm am Telefon ein Abo von einem Schundhefterl unterjubelt. Drum predigt er alle Leute, dass sie am Handy nie Ja sagen sollen. Weil sie aber das Zwiefall nicht dran hält, da schreckt das mit einer vordeischten Weinlieferung. Die Uschi hat einen Ziedracher in der Fratzen und das Bußwei schmiert ihr ein Salm auf, nach einem Rezept aus seiner Heimat, und von denen wird's besser. Auf das auf wird's von den Landweibern eingeladen, dass mit ihr orientalische Schmieragen für Tschenert macht. Aber der Hubert findet außer, dass die gut schmecken und frisst's. Der Flori verschmeißt seine Schließeln bei der Waldhütten und weil er zu fei ist, dass er sucht, sagt er zum Pauli, dass da eine Schatztruhe von Kram ist. Der Pauli findet die Schließeln und weil er ihm das heimzahlen möchte, redet er ihm mit der Ururi und mit dem Gerstl zusammen ein, dass er da nach alten Geldstückeln sucht, als wie ein Bläder. Und als Finderlu für seine Schließeln muss er jetzt dem Pfarrer seine Viecher basteln. Das Bärli glaubt, dass er zuckerkrank ist und kauft sich heimlich einen Test dafür. Zuerst sucht er sich einen Strafer an und der schlagt auch gleich an. Danach stellt sich außer, dass er gerade zu viel gefressen hat. Schließlich kommt das Hummel dahinter und hält ihm Falschheit für.